Ja Leute, es geht weiter hier bei Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi. Im letzten Part hat Gohan als zweifacher Super Saiyajin doch noch die Kraft gefunden und Cell in seiner super perfekten Form, wobei er sagt, es sei die perfektere Form, aber man kann das ja nicht steigern, dass er kein Adjektiv ist, ne, versteht schon, Cell war auch nie in der Schule. Und so konnte Gohan, was deswegen? Nee, deswegen nicht, aber er war einfach schlussendlich doch der Stärkere. Dank Gokus Hilfe konnte er Cell besiegen und die Frage ist, wie geht's jetzt weiter? Geht's Richtung Saga oder aber haben wir noch andere Kämpfe zu bestreiten? Keine Ahnung, wir sehen es jetzt und zwar zusammen. Ja. Was? Charakter Cell perfekt? Der ist nicht perfekt, der ist perfekt dämlich, wenn schon. Aber egal. Spiel speichern, wie geht's weiter? Lass mich raten. Na, natürlich. Überall auf der Erde nimmt man an, dass Mr. Satan Cell besiegt hat. Ja, ausgerechnet der, hey, meine Fresse, hey, wie dumm kann die Menschheit eigentlich sein? In der Zwischenzeit brechen die Z-Kämpfer zu Gottes Tempel auf, um alle wieder zum Leben zu wecken, die von Cell getötet wurden. Alle Leute, die von Cell getötet wurden, werden von Shenlong wiederbelebt. Nur Son Goku nicht, der im Jenseits trainieren will. Ja, typisch Goku, wa? Schätzchen Dreck um Familie, Haushalt, Arbeit, wie auch immer. Soll noch seine Frau und seine Kinder, oh, das 22 hat er noch gar nicht. Sollen doch Chi-Chi und Gohan alleine für sich sorgen. Tja, als einen Wunsch bittet Krillin Shenlong darum, dass die Bomben, die in C17 und C18 platziert sind, entfernt werden. Diese Kämpfer kennen ihre eigenen Leben zurück. Der nächste Tag. Oh, was ist jetzt in der Zukunft? Trunks sagt Bulma an, lebewohl und kennt seine eigene Zukunft zurück. Dululu, wieder fertig. Okay, wieso ist immer so kurz? In der westlichen Hauptstadt von Trunks Zukunft. Wieso kann ich nicht selber fighten? Trunks, der mit seiner Mutter Bulma wieder vereint ist, fliegt zu den Cyborgs, die die Städte zerstören. Jetzt hier dann noch die ganze Zukunft. Na, guck mal einer an, doch nicht. Wir können selber noch fighten. Oh ja, diese dämliche Plüschpuppen nicht. Moment mal, sind das diese Kostümierung, die wir gerade im ersten Screen gesehen haben, das war aber in der Zukunft der Gegenwart, sprich 7 Jahre danach. Und nicht in der Zukunft von Trunks. Ja, versteht schon, oder? Ich hoffe, dass ich das einigermaßen klug erklärt habe. Also sieht's aus. なんだ生きていたのかトランクス。もうあっさりやっちゃってもいいだろう。鬱陶しいからさ。遊びが一つ減ってしまうがまあいいだろう。好きにしろ18号。Sag mal, sind eure Schaltkreise beschädigt oder was? Oder wieso merkt ihr nicht, dass Trunks so mittlerweile um Längen stärker ist? Okay, ich hab nichts gesagt. Mann ey, ich mag nicht gerne Frauen. Was soll denn das? Ja, jetzt seht ihr, das kann ich mal konstruieren, ey. Trunks, du bist ein Milchbubi! So sieht's aus. Siehst du, so einfach ist das. Einfach ihm auf die Fresse geben. Ja, wenn ich schon keine Frauen schlagen kann, dann kann ich ja die Frauen durch Trunks schlagen lassen. Zum Glück ist es ganz nur virtuell, sonst hätte ich bei der Polizei machen. Ja, kreischt doch wie ein Weiber. Oh, wir sind weiter. Hab nichts gesagt. Mann, nee, kannst du mal ziehen? Jo, bin ich. Dämliche Pute. Guck mal. Alles Gute kommt von oben, von hinten, von links und keine Ahnung, wo er gerade ist. Oh, der hat wehgetan, ey. Wow! Wieso war Trunks gerade in der Zeitlupe? Hallo? Alter, du spinnst wohl! Na klar! Man schlägt keine Männer! War nicht das Frau? Block doch am Menschenskind und tschüss. Ja, sag mal bitte nicht, dass er den gleichen Move nochmal macht. Was zum Henker war das für ein Programmierer? Hey, Mann! Oh, dafür ist das Ultimate Tenkaichi erzählt in Space das Ganze ein bisschen dynamischer programmieren können. Na, aber gut. Wenn das nur der einzige Fehler des Spiels wäre. Doch zurück zum Kampf zwischen Trunks und C17. Mann ey! Du möchtest das noch aufladen? Kennst du das? Nee, du kennst du natürlich nicht, wa? Ausweichen kennt er. Oh, meine Rücken. Was, dass ein hübscher Rücken auch entzücken kann, aber was macht er da hinten? Hallo, Alter.
Okay, das ist irgendwie erstarrt, keine Ahnung. Dämlicher Cyborg, was will man da erwarten? Und wieder mal fliegt er durch die Lüfte. Mann, Chance macht das so gut hier. Der hat jetzt ganz Leben lang nichts anderes gemacht. Und da fällt mir ein Stein. Da kommt der Körper wieder nicht hin. Guck mal. Was ist denn das für ein Move? Fast so, als wollte der Schere, Stein, Papier spielen. Mein Chance ist nicht hier zum Spielen. Komm schon, bring es zu Ende. So der Nahkampf? Ey, ich hab da einfach umgedrückt. Mann. Oh. Kein Kommentar, Freunde. Kein Kommentar. Was ein neues Ende. Was ist das jetzt für ein Move? Okay, er kann nichts machen. Ich glaube, der Kampf ist gleich vorbei, Leute. Wow. Voll auf sein Prinzip gewesen. Und schon wieder Zeitlupe. Was soll der Mist? Mann, das bin ich scheiße. Gleich mit ihm natürlich. So, jetzt klappt's. Nahkampf. Ja, guck mal, hinten! Ah ne, wie gesagt, der hinten keine Augen. Das ist ein Cyborg. Genug für einen Move? Jo, ich hab genug. Ein neues Ende und das letzte Ende, Freunde. Sagt eben wohl zu C17, in dem wir die nie mehr wiedersehen. Also natürlich, in diesem Story-Modus gibt es auch Super 17 oder Dragon Ball GT Saga, was gegen mich bezweifelt. Okay, was hast du denn jetzt vergessen? Deine Unterhose? Ist voll geworden? Ah, ja, stimmt ja. Also nein, nicht das, aber er hat den Kampf gegen Cell beinahe vergessen. Der kommt ja auch noch. Ja, weil der Cell, der ja in der Gegenwart aufgetaucht ist, das war der Cell, der aus einer weiteren alternativen... Also, ja. Es gibt ja eigentlich insgesamt 3 Cells, der eine aus der Gegenwart, den haben sie als Embryo noch zerstört, dann gibt es noch denjenigen, den sie ja, gegen den Gohan gewonnen hat und ja noch den hier in dieser Zeitlinie. 3 Jahre vergehen, Trunks hat genug Energie für die Reise gesammelt und von dem Sieg über die Cyborgs zu berichten. Er ist jetzt bereit zu starten, er sagt Blumen und zieht los, um Cell aus einem Versteck zu locken. Ja, weil der Cell ja, wie bereits gesagt, der in der Gegenwart war, sprich bei Goku Co., der hat mal davon erzählt, dass er Trunks erledigt haben soll, dabei war Trunks ja da. Und das lag nur an einer dritten Zukunftsebene, in der Trunks ja offenbar C17 und C18 irgendwie besiegen konnte, zurückreisen wollte, dabei aber von Cell getötet wurde, der dann zum Hauptgegner in der Gegenwart wurde. Klingt alles ein bisschen kompliziert, vor allem so wie ich es gerade erkläre. Ich bin kein guter Erklärer, ganz ehrlich. Aber ich hoffe trotzdem, dass ihr es ungefähr verstanden habt. Wenn nicht, schreibt eine PN, schreibt es in den Kommentaren, dann versucht es ein bisschen besser zu erklären oder schaut es im Internet nach. 過去へ行って17号と18号を吸収するつもりなんだろう。完全体になるために。なぜそんなことを。 Oder ihr hört doch einfach Trunks an, er erzählt das irgendwie besser als ich. そしてこれで全てが終わる。 NPC erzählt das besser als ich. とてつもない強さだった。だが今のお前なら俺でも十分倒せるはずだ。心外だぜ。貴様の力では俺様はおるか。 Okay, Sales-Kontakt sind irgendwie auch durchgeschmort. Menschenskind, kannst du das nicht spüren? Mann, hey, du hast Goku's Zell in dir, spür ihn doch mal! Das ist doch zu blöd zum Kacken! Zum Fliegen natürlich nicht, aber gut. Gut aussehen tut er auch nicht, dafür ist er auch zu dämlich. Aber er ist ein dämliches Insekt, was wir noch mehr erwarten. Oh, und der Insekt, das gerade auf die Schiene zurückkommt. Und ich merke gerade, ich habe vergessen, den Kampffuß zu aktivieren, damit das Ganze ein bisschen schneller gegangen, Leute. Aber soll's, damit habt ihr ein bisschen mehr von dem Kampf. Obwohl, reizt auch eigentlich das Spiel noch? Eine gute Frage, weil, ja... Ich merke es zum einen bei mir selber und zwar natürlich auch bei euch, dass Ultimate Tenkaichi nicht mehr das Lieblings-Dragon Ball Z-Spiel sein soll. Wenn ich ehrlich sein soll, ist es für mich das auch nicht. Zum einen ist das Kampfsystem einfach nur bescheuert einfach geworden, beziehungsweise einfach nur noch vom Zufall abhängig, was ich auch nicht mag. Die Grafik ist zwar 1A, aber das ist auch schon ziemlich alles. Daher würde es mich mal interessieren, wollte ich das Projekt noch weiter fleißig und vor allem regelmäßig fortführen oder können Parts auch etwas seltener kommen?
Weil also abschließen werde ich das sowieso. Ich bin nicht der Typ, der irgendwie Projekte beendet, außer sie werden jetzt wirklich so grausam schlecht und was weiß ich noch alles, dass es eigentlich nicht mehr möglich ist zu zocken. Also vor allem auch mit Spielfeldern zu tun hätte. Aber sonst würde ich sagen, ging es einfach mal zu Ende, oder? Ich kann uns ja nicht vorstellen, dass von Dragon Ball Cheaten noch viel kommt, das heißt, es fehlt nur noch die Buu-Saga. Hat sich auch schon ziemlich. Ich behaupte jetzt einfach mal, wir haben die Hälfte geschafft, nachher kommt noch der Heldenmodus. Der bringt immerhin, wie gesagt, getroffen worden, egal. Der bringt immerhin, was den Inhalt betrifft, Neues mit sich. Okay, auch kein Glück. Hoffe ich zumindest, von daher dürfte zumindest der Heldenmodus ein bisschen interessant für euch werden. Nachher etwas spannend. Vor allem, so wie ich gesehen habe, dürfen wir im Heldenmodus gegen Baby in seiner goldenen Osau-Form antreten. Wieso kann ich gar nichts ausrichten? Oh. Na egal, aber genug. Ja, ob wir allerdings gegen Baby auch im normalen, sprich im normalen Story-Modus antreten können, kein Plan, aber das sehen wir ja bald. Jetzt reißen wir aber endgültig und Schüssel. Er könnte theoretisch abblocken und sonst was machen. Dann schon Kontra. Button Smash Duell ausführen? Nee, natürlich nicht. Er ist zu faul dazu. Du faules Ass. Nein, nicht verarschen, wirklich Ass. Was ist jetzt los? Kann es noch hässlicher werden? Mal reden ist gar nicht mehr möglich. Aber trotzdem gehen wir auf Nummer sicher und erledigen ihn sofort. Das ist der Oh ja, die Szene hat doch geliebt, die Anime. Ich hab dich gewarnt! Cool, wa? Und damit ist auch Trunks Geschichte endgültig vorbei. Oh mein Gott, wie es weitergeht? Ich weiß nicht, schauen wir doch mal kurz nach. Ein paar Minuten habe ich noch. Bis mal der Part zu Ende ist. Und kann gerade. Ja, es kommt was. Trunks kann sehr leicht besiegen, als dieser seine Zeitmaschine stehlen will. Das Leid, das Trunks ertragen musste, wird nun ersetzt durch einen wahren Frieden für ihn und Coolman. Ich muss leider so langsam sprechen, sonst bin ich schneller als der Text. Dieser Frieden wird zweifelsfrei geschätzt und geschützt. Wie geht's weiter, solange Trunks hier ist, ja. Ich bin mal gespannt, wie geht es weiter. Okay, da steht jetzt nichts davon, dass es zurück in die Gegenwart geht. Oder zurück in die Zukunft. Ja, schon zurück in die Zukunft, ey. Mann. Ich mag zwar die Filmtrilogie, aber es hat jetzt hier überhaupt nichts damit zu tun. Okay, doch, für Trunks schon. Was laber ich hier eigentlich die ganze Zeit? Ja, sorry, Freunde, ich habe heute irgendwie meinen lustigen Tag noch gerade. Aber meinen redseligen Tag. Ist das auch schon aufgefallen? Ich sehe einen Kommentator im Prinzip nicht übel. Oh nein. Was ist denn jetzt los? Geht die Welt unter? Schwarzer Nebel? Moment mal, Goku als Super Saiyajin. Ja, nee, ist klar, wa? Ohne Heiligenschein, Goku, du bist ein Genie. Mann, du bist ja besser als David Hasselhoff. Wie hieß der Zauberer? Keine Ahnung, nee, das war was anderes, wa? Ich überlege gerade, mir fällt gerade den Namen nicht mehr ein. Auf jeden Fall bist du besser als Voldemort, weil der hat Krux gebraucht, um zu kommen. Du hast auch welche. Egal, Leute, es weitergeht im ersten Part von Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi. Haut rein, hat eine schöne Zeit. Schaut fleißig meine anderen Videos, falls es euch gefallen. Könnt ihr mir gerne einen Kommentar schreiben, falls es euch nicht gefallen, natürlich auch. Bin immer für Feedback, Kritik und so weiter interessiert. Also dann, Goku und ich sagen ciao ciao, beziehungsweise ich sage, typisch schwarz-deutsch, ciao zusammen, bis dann!